So, und dann geht's schon mal gleich weiter. Im brasilianischen Dschungel. Und dann geht's da um, da die Song. Guck mal, Ben. Hier ist ein Spalt unterm Zaun. Wenn wir ihn anheben, können wir uns ohne Probleme durchquetschen. Um Himmels Willen, Faye, siehst du nicht die toten Insekten? Das ist ein elektrischer Zaun. Also bloß nicht anfassen. Bloß nicht anfassen. Haben wir denn irgendwas, womit wir den anheben können? Ich glaube, mit dem Messer wird das nichts. Bloß keine Metallgegenstände an den Zaun halten. Das ist bestimmt Starkstrom. Okay, dann suchen wir uns erst einmal was. Es liegt doch bestimmt irgendein Ast umeinander. Oder? Da haben wir doch einen. Gut, dann hätten wir das Problem schon mal gelöst. Dann hauen wir den Ast da zum Elektrozaun zurück. Sei bitte vorsichtig, ja? Der Weg ist jetzt frei. Salvador? Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Er kann nicht weit gekommen sein. Warte, wir können da doch nicht einfach so reinstürmen. Dieser Ort ist streng bewacht. Salvador muss einen Weg gefunden haben, sonst wäre er noch hier. Oder eben nicht. So, jetzt haben wir auf so einen Felsvorsprung, wo wir genau ins Kraftwerk aber schauen können. Und Salvador hat anscheinend da einen Weg gefunden. Nichts. Nicht mal ein Schlafsack. Fernglas. So ein Fernglas hatte Nigel auch. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man den Fokus richtig einstellen und danach auswählen, welchen Bereich man genauer untersuchen möchte. Mit den Schaltern auf der rechten Seite kann man dann rein- und rauszoomen. Außerdem war es irgendwie möglich, Notizen zu machen und abzurufen. Es scheint hier bereits eine Notiz zu geben. Log 1, 2230. Das Zielobjekt ist eine Festung. Sicherheitslücken sind keine zu erkennen. Aber ich weiß, es gibt sie. Werde das Areal systematisch analysieren und wichtige Entdeckungen verschlüsselt dokumentieren. Ich komme da schon irgendwie rein. Ach so, jetzt müssen wir da absuchen. Gut, wo schaut denn verdächtig aus? Vielleicht da hinten? Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Vielleicht ist aber auch nur der Fokus falsch eingestellt. Der Fokus? Das scheint der Ort zu sein, den Salvador beschrieben hat. Aber ich glaube, der Fokus ist noch nicht richtig eingestellt. Der Fokus? Wie stellen wir denn den ein? Da können wir nix machen.
Ja, wie machen wir denn das jetzt? Achso, das war's nicht. Dann nochmal von vorne. Ach, da unten steht irgendwas. 14,95. Sollen wir das da oben reinstellen? Und das da hinten auch klicken. Dann gibt's wieder nichts. Also es liegt irgendwie an der Schärfe, weil wir nichts erkennen. Wir könnten es auch wieder überspringen. Aber das probieren wir jetzt erstmal nur aus, bevor wir überspringen. Was passiert, wenn wir jetzt mehr machen? Tja, und jetzt irgendwie haut es nicht so hin. Weil die Zahl, die da unten steht, die bringt uns auch nicht weiter. So, und dann würde ich sagen, bevor wir da stundenlang rummachen, überspringen wir das. Wo ist er? Er hat einen Hintereingang gefunden. Komm mit, ich zeig's dir. Und wir waren richtig drauf. Aber wir haben das Fernglas verkehrt eingestellt. Aber das ist jetzt egal. Salvador? Hier rein ist er verschwunden? Oh Gott. Salvador erschießt die Wachen. Bist du sicher, dass das nicht andersherum ist? Ja. Und ich fürchte, du wirst gleich sehen, dass ich recht habe. Gut, Salvador macht jetzt dann auf Rambo. Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Gut. Dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Bis gleich. Sei vorsichtig.
So, wir sind... Ach, da oben. Okay. Jetzt haben wir da eine Tür. Da geht's aussehen. Stauschott. Das können wir öffnen. Brückenhebel. Ja. Brücke haben wir keine. Dann vielleicht da aussehen. Ja, was haben wir da schönes? Irgendwas Brauchbares vielleicht? Und das scheint schon wieder ein Rätsel zu sein. Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Tja, gute Frage. Was haben die Lichter zu bedeuten? Ach, heute. Das ist doch bestimmt Wasser, oder? Was? Sie geht nicht mehr auf. Ich bin eingesperrt. Es lässt sich nicht weiter drehen. Ach so. Nochmal nach rechts. Jetzt ist das unter Wasser und das da. Und jetzt können wir vielleicht den Brückenhebel umlegen. Aber es passiert nichts. Schwimmbrücke. Das heißt, es muss Wasser drin sein. Dann machen wir nochmal nach rechts, wenn es geht. Ja, das ist doch gar nichts mehr. Aber wir haben noch kein Wasser drin. Es lässt sich nicht weiter drehen. Es lässt sich nicht weiter drehen. Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Da muss ich erst mal hinkommen. Allerdings. Das geht nicht. So, jetzt ist da hinten Wasser. Und wie kriegen wir in der Mitte das Wasser rein? Vielleicht, wenn wir das zumachen. Und jetzt noch mit dran. Es lässt sich nicht... Das geht nicht.
Es lässt sich nicht weiter drehen. Es lässt sich nicht mehr dran. Ach so, können wir schon wieder überspringen? Wollen wir aber nicht. Jetzt mag denn der nicht vielleicht doch reinkommen, dass uns hilft? Hoffentlich geht alles gut. Aber klar, wir... Nee, gut. Moment mal. Ach so, jetzt haben wir da unten. Und jetzt können wir da eine. An der Brücke sind Schwimmelemente angebracht. Damit treibt sie dann auf und ab, wenn sie nicht gerade irgendwo festgemacht wurde. Die Brücke hat sich von der Ebene abgekoppelt. Sie hat sich abgekoppelt. So, und jetzt, wenn das off ist, dann kann man Da muss ich erst mal hinkommen. das Wasser wieder umpumpen. Indem wir wieder da oben einsteigen. So, jetzt machen wir nämlich das alles nach links. Genau, jetzt haben wir da. Dann vielleicht nochmal. Wie schaut's aus? Jetzt können wir da mit. Aber wie wir da reinkommen, da bin ich mir noch nicht sicher. Es lässt sich nicht öffnen. Es lässt sich nicht öffnen. Ach, Moment einmal. Wir müssen die Brücke fixieren mit dem Hebel. Dann bleibt die nämlich da oben und wir pumpen dann das Wasser aus. Die Brücke ist auf der Ebene eingerastet. Genau, sie ist eingerostet. Jetzt müssen wir die erstmal zumachen, die Tür. Gut, dann gehen wir da um, machen die zu. So, und jetzt probieren wir das irgendwie abzupumpen. Bloß wohin? Jetzt ist da Wasser, jetzt können wir da nicht mehr rein. Ich glaube, wir müssen
Müssen wir die da unten wieder zumachen? Ich glaube schon. Jetzt werden wir dann nochmal nach rechts bomben. Oder? Jetzt ist es voll. Wie machen wir denn das jetzt? Wir müssen da irgendwie ober. Also sind 3 so blau sind das. Jetzt sind es 4. Das ist ganz voll, das ist schlecht. Jetzt können wir nix machen. Da oben können wir nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal ganz oben. Und machen die Tür zu. So, schauen wir mal. Jetzt können wir um mich. Da auf. Und da auf. Und jetzt können wir da das Ventil dran. Geschafft. Und pumpen das komplett ab. Und damit können wir jetzt da aussehen. Bent, Na endlich. Was hast du da drin gemacht? nicht zicken, mitkommen. Salvador kann nicht mehr weit sein. Das war Salvador. Kellerman? Psst, da kommt wer. Kellerman, verflucht, wo stecken Sie? Ich bin hier, Sir, und ich habe Besuch mitgebracht. Duwe. Bent, pst. Der junge Svensson. Was hattest du vor, Duwe? Wolltest du deine Bezahlung abholen? Oder kommst du etwa wegen deinem verhassten Wundergemüse? Du hast kein Recht auf unsere Forschung, Indes. Ganz im Gegenteil. Ich sehe es als meine Pflicht, die Welt von diesem grünen Schleim zu befreien.
Und da ich nicht nur gewissenhaft, sondern auch gründlich arbeite, werde ich die Schöpfer gleich mit beseitigen. Das ist mein Stichwort, richtig? Das würde ich so sehen. Bring sie zu dem anderen Gefangenen und erledige sie. Und dann durchkämmt das Gebäude. Wenn Duwe hier ist, wird auch der alte Svensson nicht weit sein. Und diese verrückte Klimaaktivistin. Ich bin derweil in meinem Büro und mache mir einen leckeren Algentee. Bent? Sie werden ihn umbringen. Nein, werden sie nicht. Nicht solange ich hier noch sitze. Ich glaube, Sie überschätzen sich da. Nein, hör mir zu. Unsere Alge in der Zukunft wurde von dir und Duwe zusammen entwickelt. Wäre Duwe heute gestorben, dann gäbe es auch die Alge nicht mehr und wir hätten nie mit der Zeitkapsel in die Vergangenheit reisen können. Der Zeitverlauf hätte sich so drastisch geändert, dass ich mich sofort in nichts auflösen würde. Das verstehe ich nicht. Heißt das, wir können das Reaktorunglück gar nicht aufhalten? Doch. Nur werde ich dann... Ich werde verschwinden. Du musst das jetzt nicht verstehen. Vertrau mir einfach, wenn ich sage, dass du deinen Sohn retten wirst. Dann glaube ich das mal. Ja. Ich kümmere mich derweil um die Alge. Und jetzt los. Pass auf dich auf, Faye. Du auch. Miss Buendia, ich wünsche in der nächsten halben Stunde nicht gestört zu werden. Ich muss über die Zukunft der Bioenergie auf diesem Planeten entscheiden. Und drehen Sie bitte die Klimaanlage auf. Ich muss den Dschungel nicht auch noch in meinem Büro haben. Sehr wohl. Die Alge ist in diesem Raum über mir. Zusammen mit Indes. Ich muss ihn irgendwie da rauslocken. Ja, bevor wir den rauslocken, machen wir eine Pause